Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Heute diesmal zur Pressekonferenz nach dem 15:0 Sieg beim VfB Stuttgart am 13. Bundesligaspieltag. Bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr hier seht, hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren. Und damit gehen wir rein in den Bums. Abfahrt. Let's go! Oh, verkehrtes Fenster auf hier. مجتبی پروانه خراسان نیوز. Harry Kane came on the second half and changed the momentum completely. But Yes. was the substitution plan as Aber nicht alleine, ne? Auch Pavlovic, auch Lennart Kahl hat ein bisschen Anteil, auch Stanisic, aber natürlich der überragende Mann Harry Kane, Alter. Und zwar nicht nur, weil er die Tore gemacht hat, sondern einfach, weil wir endlich wieder 'n Spielaufbau durch die Mitte hatten. part of rotation strategy before your next game, or you want to change based off the what you see in the half and the half one? No, I probably had this change in mind before even the game started. But it's just like I'm not too emotionally driven when I make these choices. Of course, you have always an element of gut feeling. I don't deny that, but it makes a lot of sense. We have 4 games in 11 days, you know. So Ja. if I start Harry every single game and he plays 90 minutes, Er muss sich da auch nicht erklären, Alter. Das haben wir ja selber gesehen, die letzten Spiele. Harry war müde und es war heute wichtig oder richtig, dass er dann mal mit der Frische reinkommt gegen einen müden Gegner, weil Stuttgart war auch müde, hat man gesehen, ja? Und der Mann hat halt einfach diese Qualität und das hat er dann heute gezeigt und musste sich nicht erst 60 Minuten abrackern, damit der Gegner dann mal auf seinem Level ist von der Fitness her, ja? Also, I will have the same questions, but about why is he playing all the time? Does he need a little break? So, but this game as well, it felt like every single time we've played against Stuttgart, we cannot afford to have less energy than them. If we have less energy than them, they score and they are ja, dangerous. richtig. But every single time we've played this game, as the game progressed, we've always been stronger in this game. So, and I don't mean stronger than them, but we've grown stronger in the game. And in that case, when Harry came on, I felt like the spaces would be a little bit bigger, not just for him, but for the other guys. And that was a good moment for him to come on. Even on paper, I felt it was going to be a good moment for him to come on. And then he did what he does, you know. Dann bitte eins weiter vorne, das Mikrofon. Ja. Hallo, Benny Hofmann vom Kicker. Herr Kompany, Glückwunsch zum Sieg erstmal. Danke. Ich hätte 2 Fragen. Die erste Frage ist die, der VfB Stuttgart hat zumindest für mich überraschend etwas umgestellt in der Innenverteidigung, hat sehr schnelle Innenverteidiger gebracht, weil sie hoch pressen wollten. Hat sie das oder hat es Ihre Mannschaft oder Ihren Plan zumindest Sie überrascht? Naja, geändert hat's nichts. Also, es war jetzt nicht so, dass Stuttgart uns hinten reingepresst hat. Ja, in der ersten Halbzeit hatten sie mal so eine Phase ein bisschen, aber da haben wir auch einfach Stuttgart den Ball überlassen, was auch völlig richtig ist. Wir haben gerade auch nicht die Verfassung und wir hatten auch nicht die Form in unserer Zentrale in der ersten Halbzeit mit 'm Guerrero auf der 10, weiß nicht, wo der rumgetingelt ist, mit 'm Leon Goretzka, der nicht zugegen war. Da jetzt irgendwie groß, ja, ins Gegenpressing zu kommen oder da viel Ballbesitz zu haben. Deswegen hat da Stuttgart mehr Ballbesitz gehabt. Aber ansonsten Und die zweite Frage wäre die, was war aus Ihrer Sicht der Schlüssel, um in der zweiten Halbzeit Diaz und Olise häufiger in 1-gegen-1 Situationen zu bringen? Weil ja, indem dass endlich mal was in der Mitte war, ja. In der ersten Halbzeit war ja nichts in der Mitte. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wo Guerrero war. Leon Goretzka hat nicht stattgefunden. Kimmich war weiter hinten, was völlig richtig war. So, in der zweiten Halbzeit war 'n Pavlovic super aktiv in der Mitte, 'n Lennart Kahl war aktiv in der Mitte und 'n Harry Kane, der sich fallen lässt und aktiv in der Mitte ist. Ja, dann kannst du natürlich nicht außen mit 2, 3 Mann gegen einen Außenbahnspieler stehen. Dann musst du halt mal Männer in der Mitte haben, ja. So, und das war der Punkt. ich hatte das Gefühl, dass es in der ersten Halbzeit nicht so häufig gelungen. Da hatte der VfB immer mehr Doppelbesetzung. Ja.
Ich weiß nicht, ob ich das ganze Spielplan jetzt... lass uns so sagen, wir sind eigentlich gar nicht schlecht angefangen zu diesem Spiel. Wir haben auch dieses Tor Das von stimmt. Konrad Laimer bekommen, wegen dieser Läufe, wegen dieser Tiefe. Und Ja. Stuttgart hat einfach gegen uns immer hochgepresst, hat immer sein Spiel gemacht und das bringt natürlich diese Intensität im Spiel. Aber in zweiter Halbzeit, ich glaube, in der ersten Halbzeit haben wir das Spielmomentum verloren, wegen manchmal die Fouls und Stuttgart ist einfach besser reingekommen, auch in die Zweikämpfe. Aber in die zweite Halbzeit haben wir einfach mehr Fokus gehabt auf diese Tiefe. Und für diese Tiefe haben wir auch die Spiele davor, aber manchmal, wenn du die Tiefe schon früh besetzt, dann gibt es gar keine Tiefe mehr, weil dann sind die Verteidiger auch mit bei dir. Und wir sind nicht zu früh in diese Tiefe gekommen, aber am richtigen Zeitpunkt in die zweite Halbzeit. Und ich glaube, die Wechsels und die Körperlichkeit von unserer Ja. Kader hat uns geholfen, natürlich auch eine viel stärkere zweite Halbzeit zu spielen. Ja. Aber Stuttgart hat bis jetzt immer hochgepresst gegen uns. Also das ist nichts anderes. Ja, konnten sie heute aber nicht über weite Strecken umsetzen. Ja, sie hatten in der ersten Halbzeit diese Phase, jetzt richtig. Aber wir haben uns auch trotzdem gut rausgespielt. Ja, wir haben 2, 3 Mal den Ball auch lang gehauen, das gehört dazu. Aber es ist jetzt nicht so, dass Stuttgart da sich irgendwelche hochkarätigen Chancen erspielt hätte dadurch. Das die andere Spiele. Gibt es einen weiteren Fragewunsch? Alle schreiben? Danke. Dann eben nicht. Vielen Dank, schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Servus. Dann eben nicht. Ja, Punkt. Dann eben nicht. Ist mir auch recht. Kurz, knackig. Ja. Leute, hochverdienter 15-0-Sieg. Ich wünsche euch ein super duper Wochenende, einen schönen Nikolaus, Resttag. Haut rein, bis dann. Tschüssi.